Vandaag wens jeder einem Friede am Hart durch Jesus zijn Naam. Es ist wohl hier in so schöner Tag, freuen uns taub zu sein, so steht, haben viel schöne Lieder gesungen und wollen auch wieder hier nu am Wort entchecken und sein, was Gott zu uns zu sein hat. Ja, ich heiße jeder einem willkommen, wer hier gekommen ist. Wir sind zusammen, Victor und Joni sind hier, die sind hier nicht gleich, sonntagsmorgens willkommen hier. Und so sind vielleicht andere, die hier nicht immer sind, wir heißen jeder einem willkommen hier von der aus morgens. Das Werk, der ich mich ein bisschen anlassen und wer uns Gott ist. Wenn wir denken an das Thema von Gott, das ist ein sehr großes Thema. Und wenn wir singen, glaube ich, auf Englisch ist ein Lied, was davon reden, dass wenn der ganze Himmel Papier wäre und das Meer alles Tint wäre, da danach nicht genug zu schreiben von Gott seine Liebe allein. Das ist ein bisschen der Inhalt von das Lied. Und das ist bloß eine Eigenschaft von Gott. Das ist bloß die Eigenschaft von Liebe, die Liebe von Gott. Die Schreiber ist so bekommen und so benommen von das große Gott und dass die am gleichen, das haben Leute geschrieben davon. Und so, wenn ich denke an das ganze Thema von Gott, das ist ein großes Thema. Und vielleicht wird wir vielleicht von vielen verschiedenen Eigenschaften von Gott, es sind auch viele Bücher geschrieben, von was am Proben zu beschreiben. Aber das ist danach, unsere Werte sind nicht genug, um uns Gott beschrieben, für wer er ist. Und so, weil ich dann bis zum Anfang sein, wir wollen uns Gott nicht ganz utiliert kriegen in unsere nächsten 20-25 Minuten hier. Bei mir ankert ein bisschen an das Buch Jona zu checken. Und wir sind bekannt mit der Geschichte von Jona. Und manchmal, wenn einer die Bibel lesen hat, und besonders an denken, dass das Mal will ich das durchkriegen, nächstes Mal vielleicht anders. Und ich dachte von der ein bisschen an die Geschichte von Jona mit diesem Inhalt. Was lebe von Gott in der Geschichte von Jona? Das sind verschiedene Dinge, was wir von Jona lernen können als ein Mensch. Aber das sind auch Dinge, was wir von Gott lernen können in der Geschichte von Jona. Wir lesen kurz zum Anfang in das erste Kapitel von das Buch Jona, der zweite Vers, da sagt Gott zu Jona: Merkt die Reid und go nun die große Stadt Nineveh und warn die Lied, dass sie waren gerecht worden. Die sind durch sehr schlecht und ich war dort nicht lang dulden. Und so hier der zweite Vers in Jona vom ersten Kapitel. Du sagst Gott zu Jona, dass er hat eine Abgabe. Du hast eine Abgabe. Er hat was gemacht. Gott hat was gemacht von dem Volk, was in dieser Stadt wohnt. Und er sagt, dass sehr viel Ungerechtigkeit, du hast viel Sinn für. Und er wird nicht ab immer geduldig sein. Das ist der sehr schlecht auf. Das ist, wie wir anfangen, Gott hat was gemacht. Und Gott will da was mit tun. Aber und dann weiter die Geschichte von Jona, wo am ist es schwierig. Am ist es sehr schwierig, nur diese Stadt zu gehen. Beschrieben werden, dass vielleicht jemand, das von wo er vielleicht gewohnt hat, aber diese Stadt, das wird vielleicht sein 500 Mil zu gehen gewesen, so dass wir ein langes eng auf von wo er wir.
Hij wordt vielleicht ook al met een gehört van de mensheid wat de woon dat aanleitet schwierig. En hij entscheidt sich lieber nicht Gott zu horchen und hij rannt den anderen weg. En zo dat eerste ding wat ik hier bemerken doe is, en dat wil we hier nog een beetje wieder ons neerlaten, wie hand een Gott wat er alles weten dat. Jona proeft weg daran, aber Gott funkt. Gott weiß krijgt wo hij weer. Die mensen van deze stad Nineveh, die werden eingereicht. En die haben vielleicht nicht mal sehr gut angewiesen des himmlische Gott, des wirkliche Gott. Aber die können nicht verstärken für ihr Gott, oder für Gott. Gott, der wisst alles En dat een ding wat ik deze week nog een beetje zijn aanloten deed, we hebben even mank ons, we hebben zeer kloke mensen. Wanneer ik aan mijn vriend Pedro, ik hoop die bewaart dat niet, wanneer ik die noem hier broken doe, maar die is zeer gewetst wanneer het komt met mechanics. Wanneer ik een trouble heb met mijn voertuig, dan zie ik al bald bij Pedro. Maar hij heeft al voor vele jaren zich aangelaten en wou en moeder schaffen dat en woonvoortig schaffen dat. En ik geloof wanneer ik aan wat vrouwen, even wanneer hij ook al zeer veel weten dat van motors, hij weet nog niet alles. Wat er is bloos van een motor of een mechanics te weten. Maar hij is bij dit punt gekomen met dat hij heeft zich veel geleerd. Hij heeft immer waar door met geschaft. Hij weet wat hij weet en dat van derg dat hij heeft door met geschaft. Hij heeft zich dat geleerd. Maar ons God, die is anders. Die weet niet bloos mechanics die weet alles en hij heeft zich niemals durven wat leren. Ons God, die weet dat hij is die wat zich nach, hij weet alles, maar hij is de ringen gekomen over alles, ohne zich jemals wat leren. Hij heeft niemals durven naar de school gaan. Ons God, die weet alles. We lezen hier in de vierde vers van het eerste kapitel, daar zegt het is dit. Als zij op Wutter werden, schickt der Herr ein starker Wind ab dort Meer. Ein großer Sturm kam ab an, so dass sie dachten, dass ihr Schab könnt verbrechen. Die Seemänner ängsten sich und sie beten alle Erde Jätter Haupt. Sie schmeiten die Frucht, die sie vierten, am Meer, dort das Lichter für das Schab wir. Jona wie raufgegangen am Schab, hat sich durchgelegt und wir Fuß angeschlagen. Und so hier ist es, als Jona ab dem Schab, er prüft weiter an von Gott. Gott ist, das ich all sage, er weiß alles, weiß ganz korrekt, wo Jona ist. Und Gott, der schickt in sehr starker Wind, ein großer Sturm. Und diese Männer hier am Schab, die haben Angst, wirklich Angst, wegen der kämpft sich so fair, dass Schab dort wird ganz verbrechen. So dort wird es nicht halten. Und so, sie fangen an, ihre Fracht zu schmieden, mehr nennt, dass das Schab nicht so viel Wegboven hat, dass der Wind dort nicht wird verbrechen kann. Sie haben wirklich Angst für ihr Leben. Aber Jona, ich weiß nicht, wo er das tat, aber er ist raufgegangen und er schlaft. Diese Männer, diese Seemänner, die fangen an, all ihre Jätter, was sie können, von was sie gelehrt haben. Sie fangen die an anzubeten, Frauen Haupt. Aber das Haupt nicht. Was sie dann, mal noch Jona gehen, en Frauen armes Himmel wordt, als hij nog een andere God kan, dat wat antwoord halten kan. En zo hier is het tweede ding, wat we zien hebben in de geschichte, is dat this God, die heeft alle kracht. This God, die heeft alle kracht. Hij is alwetend en hij heeft alle kracht. En hier bewijst ik dat zeer hastig, hij weet waar Jona is, en hij heeft die kracht hem zijn hand afrekenen en nu Jona. En hij bracht het erschaffene, hij bracht den Wind.
Hij brukt den, hij schickt den starke wind, hij brukt angst hat en de Manna wat op dat schap zijn. We weten nog later in de Geschichte dat God heeft kracht over den Fisch. Het zegt dat God mögt den Fisch reiden en de Fisch die wir krijgt door als Jona am Water aankomt. En later ook dem ware uit te spelen, God had kracht over den Fisch. Na te een van de Geschichte dan lezen we van wo eine nach Gott hat Kraft über eine kleine Plant, wat de groot wassen deed en een beetje schotten gaf voor Jona. En dan had nach ware Kraft in den Wormschatten en dan wird het bald alle dood. De nächsten Dag ging die Plant war dood. So Gott, der weet alles en der heeft Kraft über alles. En dat heeft niet bloß met natuurlijke Sachen te doen, maar der heeft ook Kraft über alles, wat wir an ons Leben begegnen. So deze Mann hier am Schab, die had Angst. En zij vrouwen pracheren Jona als hij gleich mal beten wil naar zijn God. En Jona vertelt nu dat ze gewählt haben, wem schuld het hier dan is, dan vertelt Jona zich de Geschichte van wat hij deed, dat hij wel van zijn God weg ran. En hij zegt, ze zullen am Eva schmieden, am Meer schmieden, aber sie haben Angst dafür, sie wollen das nicht tun. Aber der Wind, der wird stärker und stärker. Schließlich kommt es so weit, sie glauben, dass wir haben bloß nicht ein anderer Uitweg als mal dort nach versägen. Und sie schmieden Jona Eva. Und dann wird es still. Dann wird es still. Was tun die Seemänner nur dem? Es sagt, der Tim 1 von der 16. Vers, dann werden die Männer mit einer großen Furcht für den Herrn benommen. Sie schlachten ein Tier für ein Opfer und geben dem Herrn ihre Versprechungen. So hier kann es sein, Gott der ist, der weiß alles, hat Kraft über alles. Und diese Männer hier, die wollen das an, er ist Gott zu dieser Männer. Gott ist ein guter Gott. Wo ist er Gott zu dieser Männer? Er ist Gott und deswegen, und dass er hält endlich verantwortlich für Jona seine Sinn. Ja, sie hatten sich hier geängst, dort hat er nicht schein gegangen, aber er jeft einen Uitweg und er dat endlich strafen für Jona seine Sinn. Er ist ein guter Gott und er ist ein gerechter Gott. Er hält die Männer hier nicht verantwortlich für den Sinn, was Jona geben hat. Aber wir sehen dort hier so kurz, dass die Männer, die sind weiten Furz, dass wir hier mit einer Macht, mit einem Gott zu tun, wo wir noch nicht was getan haben. Und sie ist mir das vernehmen, dass sie kommen hier nur Gott. Und sie merken ihre Versprechende nur Gott. Und ich stelle mir so vor, dass wenn sie sind, wieder Männer, ihr was, was der Hand auf dem Schab geschafft, wann immer du erst ein Wind oder ein Sturm abgekommen, und was wollen sie gedacht haben? An Jona und an das Gott. Und wo Gott entgerat hat, durch die Geschichte. Wann immer du erst ein Sturm abgekommen, du kannst mich nicht anders verstellen, als sie wollen sie gedacht haben, ja, wir haben noch mal, das ist ein großer Sturm, aber das ist noch nicht so ein Sturm, als wir mal dann begegnen. Und dass wir durch den Sturm in uns leben, dass wir den guten himmlischen Gott kennenlernen, wir mögen unsere Versprechen ja angehen. Und wir weiten dort, dass das Gott, das ist ein Gott, der alles weiten hat. Die wissen dort somehow, dass Jona mit uns taub wird. Die wissen, und dass dieser hat alle Kraft. Die hat Kraft über den Wind, die hat Kraft über die Natur. Und
Gott wie aber Gott und er wie uns gnädig und er gab uns einen Rütweg uit unser Leben. Der nächste Ding, wat ik hier zijn, Gott, der ist eva alles. Er ist eva alles. Du hast nichts, was zu schwierig, zu groß ist für Gott. Das englische Wort für dort ist Gott ist sovereign. Und ich kann nicht so hastig in klare deutsche Wort finden für dort, aber das meint dort, dass du hast nichts. Das ist keine Kraft. Das ist kein Präsident oder irgend so eine Kraft, das ist keine Macht, was da gerade ist aus Gott. Du hast kein Yes, was da gerade ist aus Gott. Und bloß wegen wir hier in dieser Welt leben, du hast nicht, wo Gott dort nicht konkret so lenken, dass dort sie nun was hochgeachtet worden. Gott, der ist rein ganz sovereign. Gott, der vergott Jona nicht, und nur 3 Tage, dann fängt Jona an zu beten. Das ist ein noch interessantes Gebet, was wir in dem 2. Kapitel von Jona lesen. Redet davon, wo heute Deib eine Schwierigkeit ist, das nimmt sich so zu vernehmen, du hast allerhand Greins, was am vielleicht am Krüt, und so, was steht, was am Kopf ist. Und so, das ist Jona seine Lehre ist hier nicht sehr gut. Aber er hat nach 3 Tagen gedauert. Nur 3 Tage und 3 Nächten, sagt er, fängt er an zu beten. Und dann sagen wir, dass Gott ist ein vergebender Gott. Und Gott hat ihm gehört und er lenkt es so, dass die Fast, die spricht Jona aus. So wie ich kann das hier sein, Badok von den Männern, die auf das Schab werden, aus der Anfang, aus Seiteiden, was Jona entsieht zu tun, und nur dem hatten sie ein Opfer, und sie mögen ihre Versprechungen, nur Gott, ich stelle mich so vor, der hat Vergebnis gefunden für ihre Gerechtigkeit. Wir finden, dass hier so steht, und morgen Jona wird von Gott anweiten, und Gott will ihm zu Wort bringen, und er horcht nicht. Und er rannt weg, er wehrt sich für was Gott will haben von ihm. Aber hier auch, hat Gott gnädig ab ihm und er verjagt ihm. Weil verjagt er ihm, er merkt es so, dass er fast am Ausspielen wird. Er ist nicht wahr auf dem Land. Dann kommen wir nur das 3. Kapitel von Jona und du sagst, der Herr kam ein 2. Mal nach Jona und sagt, steh ab und geh nach Nineveh, die große Stadt, und predigt an die, was dort wird, was ich dies gebe. Jona gehorcht dem Herrn und ging nach Nineveh. Nineveh ist so groß, dass er 3 Tage dauert, um durch zu gehen. So Gott, der kämpft, war 3, er ist anhällen, Gott, der haft das so Arbeit bloß für Jona und sagte, dass Titem war nur Nineveh gehen. Und dann den nächsten Tag, den ersten Tag, als Jona in Nineveh hinging, raubt er nach 40 Tagen und dann wird diese Stadt vernichtet worden. Und so sehen wird von Gott für die Menschen von dieser Stadt, wie dort nachher 40 Tage. Gott sagt, ich gebe ihnen noch 40 Tage und dann ist meine Geduld kommt dann zum Ende. Und so was lebe hier so steht von Gott. Hier lebe ein paar verschiedene Dinge von Gott. Erstens, dass Gott ist ein heiliger Gott. Gott in Sinn, das schafft bloß nicht. Gott ist ein heiliger Gott. Wir fingen 1. Petrus, wo Petrus sagt, dass sieht herrlich, wie Gott ist herrlich. Wenn es im Sinn kommt, Gott kann nicht mit Sinntaub wohnen. Gott kann nicht mit Sinntaub schaffen. Und so,
Even in dieser Menschheit hier so steht, in dieser Stadt, da wir viel Sünde, wir viel Ungerechtigkeit. Und dort muss bestraft werden. Gott ist ein heiliger Gott. Dort muss bestraft werden. Und er wird nicht immer die Sinnloten wiederkommen. No, er will da was mit tun. Aber, wenn das sinnig schwierig ist, Gott ist danach ein guter Gott. Er leitet den Staat nicht durch. Er ging durch all diese Schwierigkeiten mit Jonah durch, was Jonah mal feinlich horchen deut, und ging nur die Stadt, um die Menschen warnen. Und er sieht nicht bloß den ersten Tag, hey, wenn ihr was morgen nicht umgeändert habt, aber nächste Weg, dann gibt es eine Stadt oder eine Stadt. No, Gott, der wird gnädig, der Gott wird die gut, und er geht für ein 40 Tage. Das ist ein bisschen einen Monat, was er entgeben deut, Tim, dass sie können nur denken über was sie zu tun haben, wer sie wären. Und dann, so Gott ist herrlich, aber Gott ist gut. Und dann sagte die Menschen, die werden ungeriert und die fangen an Buße zu tun. In jeder einem, von jung, bis alt, arm, bis reich, die ging einfach, die Angestellte, die schackten, was rührt, was sie sehen. Keiner soll hier eten oder trinken für die nächste Zeit, 3 Tage, glaube ich, wird. Wer wir sein, als das Gott nicht uns wird gnädig sein und nicht die Strafe schatten, was er uns versprochen hat. Und dann sagt er im 3. Kapitel, der 10. Vers, und als Gott sagt, dass die Menschen ihre Weise Weg abgeben, wir haben das Leid, was er gedreht hat, und er verschont ihn. So was sage ich hier so von Gott? Gott ist ein heiliger Gott, Gott ist ein guter Gott. Und wenn Menschen nur ankommen, kriegen und wo schlecht ist was, er ist ein Gott, der dir genug schenken wird. Er ist ein Gott, der dir genug schenken wird. Gott ist ein Gott, der dir genug schenken wird. Er hat alle Kraft. Er weiß alles. Und er weiß, dass even als diese Menschen wollen für immer gehorsam sein, oder bloß nur für eine kurze Zeit. Er weiß alle von dort. Aber wenn Menschen nur ankommen und die dort leid, Gott, der verjagt die. Er schickt nicht dort, was er versprochen hat. So Gott ist ein Gott, der viel Gnade hat. Gott ist ein Gott, der verjagt. Er ist ein Gott, der nicht nach immer war. Diese Menschen, wir lesen nicht von, dass 10 Jahre später, dass sie waren aufgefallen. Vielleicht würden wir dort noch befinden in der Bibel, dass sie sind aufgefallen. Aber Gott, der hat das so verjährt, er hält das nicht immer fair. Nee, das ist ganz wahr. Ganz wahr. Dann kommen wir bei dem 4. Kapitel. Und dann lesen wir hiervon, wo Jonah anmutig wird. Und dort Gott genug gehabt hat auf diese Menschen, dort interessiert Jonah rein nicht. Wir lesen im 4. Kapitel, die ersten 3 Vers hier, da sagt er, das gefällt Jonah reich nicht, und er wird sein da. Er bet zum Herrn, Herr, ist dort nicht Krieg so rangekommen, als ich tue all doch. Sieh, ich dachte mir das so, dass du wirst gnädig sein. Ich dachte mir das so, dass du wirst nach wahrer anders tun, als was du versprochen hast. Ist das nicht Krieg so angekommen? Und dann sagt er, und wir kommen, du darfst die leicht erbarmen, du bist geduldig, nicht leicht doll mit Menschen, und du bist treuherzig und du bist leiftüchtig. Es sind 5 Dinge, was er hier abnannt hat in dieser Vers, was er Gott nannt hat. Gott ist einer, was leicht sich erbarmen hat. Er ist geduldig.
Hij is niet leicht dol met de mensheid. En hij is truhartig en hij is lieftolig. Dit is dus Jona dort beschreven dat. En we weten dat, bloß wenn we de eerste paar kapitel hier lezen doen van Jona zijn Geschichte, hij had veel van dit groots beleefd in zijn eigen leven. Hij had niet gehorcht. Hij had krijg anders gedaan als wat Gott gezegd had. En Gott, die wir erbarmt sich gegenüber. Gott wir geduldig mit wir nicht lang dol mit die wir truhartig und die wir lieftolig. Dat wir de Gott, wat Jona so gern will haben, aber er den Gott nicht für die Menschheit hier in dieser Stadt. Was ist mit uns? Wir würden vielleicht manchmal gern das Gott in uns Leben haben, aber wir können dort nicht gern, wenn Gott sich dort mit deswem auch umgehen dat. Laatste ding wat ik nog wil zeggen hier is, Jona is zeer ontevreden en over dem gaat hij dan uit zijn dorp uit, zat zich door wat door, merkt zich door een beetje een schottendag, zat zich door en wil dan moet zijn wat God doen wil. God die brukt de rang, wat God de planten dat hem aan wat leren. En de lessen weer dit. Du hebt zoveel droom om deze rang, wo du nichts zu tun hast, was du für einen Tag fan grein ist, den nächsten Tag hast du verdriecht. Woveel mehr soll ich nicht Traum geben die Menschheit, was in dieser Stadt, in dieser großen Stadt ist. 120.000 Menschen für sure. So wir lesen hier kriegen hier nach Rüt, dass Gott ist ein lieftoller Gott. Und wir weiten dort, wo Gott die Welt, hier ist es steht, in dieser Geschichte, der Welt, dass nach einmal rauskommt, dass er ist ein lieftoller Gott. Und jeder einer, der bekannt ist mit Jesus, wir weiten dort, dort ist die Gradste, der beste Weg, wo Gott immer dort hat bewiesen, und jeder einem von uns, dass er ist ein lieftoller Gott. Er schickt sein eigenes Sehen, dass wir können gerat sein. Dort ist kein Gradra, das ist kein besserer Weg von Life bewiesen, als Krieg so, als Gott das hat für uns bewiesen durch sein Sehen Jesus Christus. So es ist bloß kurz ein bisschen in die Geschichte gecheckt von wer Gott wir in der Geschichte von Jona. Werden wir noch uns aufnehmen zum Gebet. Gott, ich komme nur dir, danke dir für diese Geschichte. Ich bete, dass du die machst, dass du dort wirst können erregen durch, was du willst wollen in unser Leben. Help uns zu weiten, dass du bist ein guter Gott, du bist ein allweitender Gott, du hast alle Kraft, du bist aber gnädig und lieftolig. Help das Gott in uns zu wohnen und help uns, dass wir immer werden gebetsvoll und handgegeben die deinen und alles, was du zu uns zu rauben hast. Und das bete ich in Jesus' Namen. Amen.